Apostelgeschichte Kapitel 10. In Caesarea wie ein Mann Cornelius, ein Lehrer für das italienische Regiment. Heu in seine ganze Familie waren fromm und gottesfürchtig. Heu jäu verrecklich durch, wo dort fehlt in bet immer zu Gott. Ungefähr Klock 3 Nummer sah heu klar und deutlich an eine Vision, Gott sein Engel nennt, kum de zu am See, Cornelius. Als heu am Sarg fürcht heu sich in See. Wat hast du, Herr? Dann seht ihr zu am, deine Gebete und deine Guben stehen aus ein Ungedenk vor Gott. Nie schickt Mana noch Hoppe in Lut Simon, den sie auf Petrus naht herholen. Der ist nie bei Simon den Lara Jehova, der um Meer wohnt. Als der Engel, der zu am red, ihr schwach wie, raubt heu 2 von seinen Deuner in ein frommen Soldat. Den seht heu alles, was passiert wie, und schickt den noch Hoppe. Den nächsten Tag hat Merach aus sei, was der Stadt kam, ging Petrus ab den Tag ab zu beten. Er war hungrig und will was han zu essen. Und während dort in Reut gemerkt ward, sah er eine Vision. Er sah den Himmel aufstehen und wurde dort so sah aus ein großes Leer und kam nur arm ab Tau und ward ein Feuer ein, was ab ihr drauf geladen. Du werden wir alle hohen Feuerbäume Tieren von ab ihr. Krupende Kreten und Vögel, die an der Luft fliegen. Und dann seht eine Stimme zu an. Petrus, stu ab, schlag und eet. Petrus überseht, oh nee, Herr, wils ich ha noch niemals wat gemeinet oder anreinigt gegeben. Die Stimme redet zweite Mal zu an. Wat Gott gereinigt hat, merkt du nicht gemein. Das passiert 3 Mal, und dann wird das Lehren wahrer im Himmel angenommen. Als Petrus noch darüber besorgt wie, wo dort Vision bedienen soll, hatten die Männer, die Cornelius geschickt hat, uitgefangen, wo Simon sein Haus war, und standen Hofport. Dann raubten sie arm und Frauen. Auf Simon, den sie auch Petrus nannten, hier blieben dort. Als Petrus durch den Tag, was er gesehen hat, seht Jesus zu arm. Simon, hier sind 3 Männer, die nur die siegen. Stu ab und du rauf, und sie nicht mehr zu gehen, weil ich ha geschickt. Dann ging Petrus rauf nur den Mann, der Cornelius geschickt hat, und sagt, ich sehe dort nur den Gesiegen. Nur wo sei hier gekommen? Sie sagten, der Kommandant Cornelius, ein frommer gottesfürchtiger Mann, für den das ganze jüdische Volk große Respekt hat, dem ward von einem heiligen Engel befohlen, die nur sein Haus zu fordern und zu hören, was du zu sagen hast. Dann laut heu und an zu kommen und nahm und ab. Den nächsten Tag ging Petrus mit dem Mädchen und einige Brüder von Joppe gingen mit an. Ein Tag lud er kam so nach Caesarea. Cornelius lud ihn und hat seine Freund in Freundschaft gekriegt. Als Petrus dann kam, ging Cornelius am entgegen, fall, fahr am Duhl und bär am an, über Petrus Hof am ab und sagt, stu ab, ich sie selbst auch mal ein Mensch. Und als er ihr mit am Reer ging hinein und traf du viele an, die dort gekommen wären. Dann seht er zu ihm, die wollten, wo dort für ein Jüd gegen dort gesagt ist, mit den Nicht-Jüden zu kommen oder Gemeinschaft zu haben. Aber Gott weiß mir, dass kein Mensch soll gemein oder anrennen. Du wegen wäre ich mir nicht zu kommen, sobald es nur mir geschickt wird. Dann wurde ich nu fragen, warum habe ich mich kommen lassen? Dann sagt Cornelius, feier die 3 am dieser Zeit, Klock 3 Nummer, als ich beten dort, stund mit einmal ein Mann in schlagwitte Kleider vor mir und sagt, Cornelius, dein Gebet ist gehört worden und Gott denkt an deine Guben. Check nu nach Joppe und lud Simon, den sie auf Petrus nahen, herholen. Da ist bei Simon den Lara Jehova, der um Meer wohnt, zu Gast. So schick ich Fuß an und du hast Geld getan, dass du gekommen bist. Nu sind wir hier alle hier und Gott seine Gegenwart, zu hören, was Gott dir befohlen hat zu sagen. Dann fing Petrus an zu reden und sagt, nu soll ich wahrhaftig, dass Gott manche Menschen keinen Unterschied merkt, aber aus alle Völker, die annimmt, die am Fürchten und tun, was reich ist. Das ist die Predigt, die Gott die Kinder Israel geschickt hat, und dort heu und den Fried predigen Leute durch Jesus Christus, der über alles Herr ist. Und die wollten, was durch ganz Judäa passiert ist, was in Galiläa anfängt, nur dort deuten, wovon Johannes predigt. Weil Gott den Heiligen Geist in seine Kraft über Jesus von Nazareth deuten dort, der den umherging
en gouden tijd en al de heul die van bozen vriend ungedreckt worden, wils Gott wir met aan. Wie geben Zeichnis von alles, wat hij am jüdischen Land in Jerusalem gedaan hat. Den hangen zij Kreuz, dat hij sterben muss. Den wird Gott am 3. Tag ab en Leut am Wahrer sein. Nicht von allem Mann, aber bloß von dort, der Gott sich vorher gewählt hat, Zeichnis davon zu geben. Sogar von uns, die wir mit Amtop gegeten und getrunken haben, als hij erst vom Tod abgestoßen wird. Und hij befiehlt uns, die Menschen zu prägen und dafür anzustehen, dass hij der ist, der von Gott bestimmt ist, überlebende und dode Rechter zu sein. Hängen diesen Stunden alle Propheten mit der Zeichnis, dass der Arme und am Geläuben wird durch seinen Namen seine Vergebung kriegen. Als Petrus diese wird noch geredet, fällt der Heilige Geist über all die nur das Wort horchten. Und die Juden Christen, die mit Petrus gekommen wären, wunderten sich darüber, dass der Heilige Geist auch über den Nicht-Juden ausgegossen wird. Will sie jeden Tag in andere Sprachen reden und Gott loben. Dann sagt Petrus, kann irgendwer dort wieder verbeiden, dass diese nicht sollen gedeutet werden, die den Heiligen Geist so gut gekriegt haben, als wir? Und er befahl ihnen, an Jesus Christus seinen Namen zu deuten. Dann frugen sie noch ein paar Tage bei ihnen zu bleiben.